Die Damen und die Herren, die Regierung hat als gestern hier Idee präsentiert, wie sie Welt-Covid-Krise an den Griff kriegen. Das sind Ideen, die ganz weit gehen, und ich will dafür vielleicht kurz die Position von der ADR darüber skizzieren. Natürlich haben wir noch keinen Text von dem neuen Gesetz und kann sich noch manches ändern, wie doch in der Vergangenheit das geschieht ist. Mit den Maßnahmen, die als Lob hier liegen, die gehen extrem weit. Sie gehen erstens ganz weit, weil sie an Privatleben weiter angreifen. Wir sagen, der Staat soll und muss am öffentlichen Raum Maßnahmen holen, wie die Gesundheit von den Leuten zu garantieren. Das ist seine Rolle, seine Aufgabe, den öffentlichen Raum. Aber bei uns daheim, wer dir merkt, wenn dir daheim sieht, das ist Verantwortung, Recht, wie wir Leben zu dezidieren, Freibürger in einer freien Gesellschaft, und der Staat soll nicht bei ihr daheim dezidieren, wie ihr wollt, das Risiko von einer möglichen Infektion minimieren. Das ist Privatsache, und der Staat soll sich da raushalten. Eine zweite Sache ist das Prinzip von der Freiwilligkeit von der Impfung. Das ist auch etwas, wo der Staat von Anfang an gesagt hat, das will zu respektieren, die Impfung soll freiwillig sein. Aber ist das noch freiwillig, wenn Leute praktisch forciert gehen, einen Test zu bezahlen, Tag für Tag, den dann noch nicht nach 24 Stunden gut ist, für den überhaupt schaffen zu gehen? Das ist keine Freiwilligkeit mehr, das ist ein massiver materieller Druck, ob Kästen auch noch von den Schwestern an der Gesellschaft, die überhaupt noch können, ob da zu gehen, mit eventuell auch nach arbeitsrechtlichen Sanktionen, wenn sich dann durch den Druck nicht will, pliieren. Also das sind Sachen, das sind Entwicklungen, die dem Prinzip von der Freiwilligkeit widerstehen. Und dann ist natürlich froh, wie weit der Staat überhaupt auf den Weg gehen, für auch Leute zu forcieren, sich dann mit Produkten impfen zu lassen, an die sie kein Vertrauen haben. Das sind alle so Aspekte, die da sollten diskutieren und nicht einfach nehmen über Druck führen. Wir kommen noch an eine Situation ran, wo die Restaurateuren, Privatleute nicht nur den Gesundheitszustand von anderen Leuten müssen kontrollieren, aber auch nach der Carte d'identité. Und das geht auch ganz weit. Ihr müsst wissen, dass man als Polizei nicht kann, egal wo und egal wem seine Carte d'identité kontrollieren. Da gibt es eine Reihe von Kriterien, die müssen angehalten gehen. Wir hier sollen Privatleute, andere Privatleute ihren Impfstatus kontrollieren, zum Beispiel im Bereich von Horeca, und auch nach die Identität kontrollieren, mit strafrechtlichen Sanktionen. Und auch da hören wir Stimmen aus dem Sektor von den Restaurateuren, die sagen, wir sind keine Polizei, und wir wollen keine Polizei sein, und die Leute haben recht, dass im Staat von den Gesetzen erlässt, wie sie zu kontrollieren, und er kann und er soll das nicht auf andere Leute aufschieben, für dann aus engem Numm Polizei zu spielen. Auch das ist ein ganz gefährlicher Weg, weil die Covid-Krise, die stellt uns für eine pur auch mit langfristige Überlegungen, die echt das wie entwickelt sich als Gesellschaft. Die Regierung dreht aktiv dazu bei, die Gesellschaft zu splicken. Und es gibt eine gewisse Radikalisierung, sowohl auf der Seite von den Leuten, die verlangen, dass immer mehr strenge Maßnahmen geholt sollen gegen die Covid, und auf der anderen Seite von den Leuten, die sagen, ich lasse mich nicht gerne pressen und ich habe kein Vertrauen an die Impfstoffe, oder aus irgendeinem anderen Grund hingehen und so, und ich will nicht geimpft gehen. Auf den zwei Seiten sehen wir leider, dass es da ganz prinzipiell, ganz radikal Vorstellungen lösen gibt. Und da dreht die Regierung eng Matschuld. So soll die Gesellschaft nicht abhacken, so soll nicht mit den Leuten umgehen, es soll immer gucken, dass die möglichst viele Leute zusammen feiert und nicht probiert zu splicken. Das heißt auch, dass es andere Mittel muss gehen, mit denen ich kann die sanitäre Gesundheit verbessern. Ein davon ist ganz sicher gratis Tester, die die Leute sollen zur Verfügung gestellt gehen, und nicht den materiellen Druck. Und dann gibt es das Argument von den Kliniken. Und auch da muss ich sagen, dass wir als ADR seit Jahren kritisieren, dass die 12 von den Akutbetten in den Kliniken bewusst in der letzten CSV-LSAP-Regierung aufgesagt haben. Und der Herr Engelen hat schon für eineinhalb Jahr eine Proposition de loi rangereicht, dass wir 12 von den Betten sollten absetzen, dass das Gesetz misst amendiert gehen. Und das gar nicht geschieht. Das heißt, das Argument, was nicht von der Hand zu weisen ist, dass als Kliniken einer starker Belastung ausgelöscht sind, als auch zum Teil hausgemacht. Und da hat die Regierung auch eine Mitverantwortung, und auch die muss ich klar ausschwätzen. Insgesamt gesehen, meine ich, aus der Weg von der ADR, wir nachher dazu resümieren, erstens, die Impfung muss freiwillig bleiben. Zweitens, wir wollen nicht, dass der Staat sich an Privatsphäre von den Leuten anmischt.
Drittens, wir wollen nicht, dass all Bürger und all Wirt zu einem Hilfspolizist geht, wo der Staat eigentlich seine Verantwortung auf Privatleute auffällt und dass wir zu einem allgemeinen Identitätskontrolle so an der Gesellschaft kommen. Wenn wir auf diesen Weg gehen und auf diesem Weg bleiben, was heißt das für die nächste Zukunft, für die nächste Krise, die wir in der Zukunft tun, was heißt das für die Entwicklung von unserer Gesellschaft? Sind das nicht Methoden, die weit über das rausgehen, für dann einem freien und demokratischen Staat soll existieren? Das sind Sorgen, die wir uns können machen für die zukünftige Entwicklung von unserer Gesellschaft, von der Methode von Druck auf eine allgemeine Kontrolle, die die Regierung propagiert, von der Fuß fassen an unserer Gesellschaft. Das ist nicht das, was wir wollen. Wir sind mit der Regierung, wenn es heißt, wir müssen gucken, dass die Gesundheit von den Leuten geschützt wird. Wir sind mit der Regierung, wenn es heißt, wir müssen Kapazitäten im Gesundheitssektor verbessern. Alles das drohen wir mit, aber wir sind dagegen, dass wir zu einem Kontrollstaat gehen, dass wir zu einem Druckstaat gehen, dass wir die Gesellschaft splicken, dass wir nicht die Toleranz wie den anderen weisen, den aber zu einem guten Zusammenleben gehört. Ich sage nicht, merci für die Nullherstellung.